Hallo zusammen und willkommen zurück bei «Losen Mailen». Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben uns jetzt ein Zeitchen nicht mehr gehört. Oder meiner Meinung nach ein Zeitchen, weil die letzte Folge habe ich hure im Voraus aufgenommen. Dann war das Podcast-Festival. Dann habe ich eine Folge ausgelassen und jetzt sind wir wieder da. Und wir sind in einer anderen Kulisse, falls jemand mit Video schaut. Ich habe mir so eine kleine Podcast-Ecke eingerichtet im Büro von uns. Und ich probiere das jetzt mal aus, ob das irgendwie gut funktioniert oder nicht, ob es mich anschießt oder nicht. Ich sehe halt die ganze Zeit, was draussen läuft in meinem Kaff aus dem Fenster. Und ich weiß nicht, ob mich das ablenken wird oder ob es irgendwie satisfying ist. Weil ihr wisst, ich habe ein verdammtes Aufmerksamkeitsproblem. Und ich bin eigentlich, habe ich mir so zum Ziel gesetzt, dass ich mal das abklären lassen, aber ich habe irgendwie noch keinen Termin gemacht, weil das ist auch das Problem von mir. Ich kann das nicht. Das ist so mein Current Life Update. Ich habe aufgeräumt, Leute, und ich bin in so einem richtigen Aufraumloch gewesen. Und jetzt ist alles richtig ordentlich seit 2 Tagen. Und es ist für mich so ein fucking Jubiläum. Ich weiß nicht, ich kann einfach nicht ordentlich sein. Und alle schiessen mir mein ganzes Leben zusammen dafür. Also Kolleginnen, so im Lager und so, alle immer abgefuckt wegen mir, weil es bei mir halt so grusig ausgesehen hat. Sorry, ich kann auch nichts dafür. Also doch, effektiv eben schon. Aber das ist jetzt mein neues Ziel. Und ich habe ja schon auf Insta darüber geredet. In meiner Story. Sorry, ich hasse das, dass ich immer das Schmatzen mache. Und immer wenn ich Kopfhörer anhabe, höre ich halt selber, wie grusig das tönt. Nein, ich habe auf Insta darüber geredet, dass ich im Moment mega so einen Struggle habe, dass ich voll nicht mehr so die Kurzform-Unterhaltung schauen kann. Also sprich, so TikToks oder ja auch Reels, aber Reels schaue ich eigentlich eh nicht. Ihr Opfer, so Reels. Nein, Mini-Reels darf ich schauen, aber allgemein finde ich Reels ist schon ein bisschen opferig. Wer schaut Reels? Bei mir ist meine ganze Reels for You Page einfach nur so Boyfriend-Girlfriend-Zeug, weil ich halt immer nur meinem Freund so etwas schicke, weil er schaut nur Reels. Ist das eigentlich so ein Freund-Ding? Ich habe das Gefühl, alle Freunde haben kein TikTok. Good for them. Auf jeden Fall, mein Point ist, ich fühle mich immer so schlecht beim Konsumieren von so kurzlebigen Sachen, so 20 Sekunden Videos und so, weil ich habe mal so ein TikTok gesehen. Oh wow, sorry, ich schlage euch da die ganze Zeit. Ich bin noch nicht gewöhnt an mein neues Setup. Aber ein TikTok gesehen, wo halt so gefragt wird, so, ja, magst du dich an die letzten 5 TikToks erinnern, die du gerade geschaut hast? Bro, ich mag mich nicht mal an das letzte erinnern. Es ist wirklich so irrelevant, was ich darauf konsumiere. Und meistens macht es mich halt noch traurig dazu, weil meine For You-Page immer das Gefühl hat, ich bin so ein Depri-Hund und dass man mir noch mehr Depri-Sachen zeigen muss. Oder irgendwie so «My boyfriend cheated on me». Und dann habe ich plötzlich das Gefühl, so, oh mein Gott, was mein Freund das macht. So, Bro, shut the fuck up. Und ich habe einen mega spannenden Podcast gehört, der überhaupt nichts mit dem zu tun hatte. Irgendwie von Psychologie to go. Podcast-Empfehlung, finde ich mega gut. Es ist, glaube ich, um Zuversicht gegangen. Und dann hat sie halt so darüber geredet, dass unsere Hirne halt überhaupt nicht gemacht sind, also sich noch gar nicht daran gewöhnt haben, was wir alles heutzutage haben. Obviously. Und dann hat sie einfach einen Fact gedroppt, den ich hure crazy finde und euch weitergeben. Irgendwie, wenn ihr euch so vorstellt, dass also du hast 2 Menschen an der Hand, oder? In jeder Hand hast du einen Mensch und man macht so eine Menschenkette. Es braucht 170 Menschen nur, um bis am Schluss von unseren Vorfahren anzukommen. Nur 170 Menschen sind zwischen einem fucking Ur-Uga-Uga-Mensch und uns. Das heisst, unsere Anatomie hat sich auch nicht wirklich weiterentwickelt. Oh, sorry, mein scheiß Handy vibriert. Hört auf mir schreiben, Alter, fickt euch. Sorry. Könnt ihr euch das vorstellen? 170 Menschen. Wenn ich jetzt raten müssen, hätte ich so gesagt 50 Billionen Menschen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch so Common Knowledge und ich bin auch dumm. Aber wir haben halt wirklich ein Uga-Buga-Brain. Und sie hat so erklärt, die ist halt Therapeutin und so, und sie hat erklärt, dass unser Hirn sich halt auch mehr schlechte Sachen einprägt und sich mehr auf die schlechten Sachen fokussiert, weil es früher halt wichtig war, dass du schnell aus negativen Situationen lernst, dass du gut reagieren kannst, wenn dir das mal passiert. Und das macht ja so viel Sinn dann, dass wenn ich zum Beispiel ein TikTok sehe, wo eine erzählt, ja, mein Freund hat das und das gemacht, dass ich immer das instant merke und gerade gestresst bin und mich so in das hineinsteigere, weil das ist für mich eine potenzielle Situation, die bei mir eintreffen könnte, wo ich mich mental darauf vorbereiten muss. So eine gefährliche Situation, oder? Weil das bedeutet, ich könnte mein Umfeld verlieren und meine Sicherheit und so. Und wenn du dafür ein gutes TikTok siehst, so «Haha, I am happy», dann juckt es dich eigentlich nicht so gross, weil positive Sachen halt früher nicht relevant waren. Du musst nur
ready to fight sein. Wisst ihr, was ich meine? Und das hat mir halt so umso bewusster gemacht, dass das, was ich konsumiere, richtig schlecht für mich ist, weil mein Hirn es gar nicht angemessen verarbeitet, sondern halt völlig verzerrt und logisch kommt man dann in so eine Abwärtsspirale. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, Leute. Sorry, hört vielleicht mal den Podcast, dann checkt ihr vielleicht, was ich gemeint habe. Und das haben wir halt auch mehr zu denken gegeben mit dem, was ich in die Welt setze, mit meinem Content. Und darum finde ich es mega schwierig, gerade irgendetwas aufzunehmen, weil ich denke die ganze Zeit viel zu viel darüber nach, ja, was hat das für einen Effekt, juckt das die Leute überhaupt? Oder tun sie, wenn sie mein Video schauen, ihre Zeit verschwenden, bringt es ihnen etwas, sollte ich vielleicht einfach gar nichts machen? Darum, keine Ahnung, falls es jemandem aufgefallen ist, so, es kommt verdammt wenig von mir. Weil ich gerade wirklich so mega verkopft bin und eigentlich sollte ich einfach machen. Aber ja, ich probiere jetzt, glaube ich, einfach nicht so negative Sachen in die Welt zu setzen, weil ich fühle mich dann verdammt schlecht, weil ja, es hören mir halt schon viele Leute zu und so. Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs gewesen. Was habe ich sonst noch für ein Live-Update? Bro, ich bin gestern Haar färben und ich bin richtig zufrieden. Und sonst, Leute, mein Reitlehrer, gell, ich möchte euch mal die Situation geben. Ich hoffe, die Leute hören jetzt nicht for real noch den Podcast. Sorry, wenn ihr jetzt da zuhört, dann sind ihr verdammte Opfer. Was macht ihr da? Lasst mich bitte in Ruhe. Ihr seid zu alt. Lasst mich in Ruhe. Und das geht jetzt nicht an die Leute, die alt sind, im Vergleich zu mir, und meinen Podcast hören, das juckt mich nicht, aber jetzt lasst mich ausreden, okay? Ich habe jetzt seit neuestem Reitstunden bei jemandem, der extra von Deutschland immer in die Schweiz kommt, weil die Leute ihn mega toll finden und so. Und dann macht er gerade so eine Rundfahrt und geht überall so ein bisschen in die Schweizer Dörfli. Und er ist mega cool. Und er hat also ein bisschen andere Erklärungsweise, wie er Sachen erklärt, dass ich es mega gut verstand. Und darum gehe ich gerne mit Reitstunden. Aber ich war erst 3 Mal bei ihm in der Stunde. Das ist nicht viel für Leute, die nicht rauskommen. Und schon vor dem ersten Mal hat die es organisiert für unseren Verein, ihm einfach gesagt, ja, dass ich halt so eine Berühmtheit bin. So hat sie es formuliert. Ja, die Emma ist eine Berühmtheit. Wisst ihr, wie fucking unangenehm mir das ist? Dann komme ich dort, denke so, ich gebe mir hure Mühe zum nett sein und anständig und es ist halt voll... Bro, wenn ihr noch nie in einer Reitstunde seid, könnt ihr euch das nicht vorstellen, aber man gibt sein Bestes. Es ist legit, als wärst du in der Schule und ein Streber und du zahlst hure viel Geld dafür und du willst auch, dass das funktioniert und anständig wirken und du willst, dass die Person dich gerne hat. Und darum bin ich obviously auch hure anständig immer. Ich bin wie so ein Engel in so Situationen, aber auch, wenn ich einkaufen gehe, so, Bro, ich bin nicht so weit da, aber das sind ihr doch alle auch nicht. Ihr redet mit euch oder mit Social Media, als würde ich mit einer Kollegin reden. Und dann ist doch logisch, bin ich in so Reitstundsituationen oder irgendetwas anderem, ernsterem, einfach wie ein NPC, oder? Auf jeden Fall hat er mir dann halt, die ersten 2 Mal ist es gesagt, ja, wie heisst denn du auf Social Media? Weil ich habe ja schon etwas gehört und ich will es mir anschauen. Und ich die ganze Zeit so, oh mein Gott, nein, Alarm, Alarm. Ich habe gesagt, nein, ich sage es dir nicht, ich will nicht, dass du es schaust. Und dann hat er halt weiter und weiter. Und Leute, der fucking Typ kommt von Deutschland. So, Bro, der sollte mich nicht kennen. Geh weg. Hört auf, ihm das zu erzählen. Und dann ist er auf jeden Fall jetzt das letzte Mal, das war gerade vor ein paar Tagen, kommt er und sagt mir, ja, ich habe dich übrigens gefunden. Und ich einfach so, Bro, alles in mir hat sich zusammengezogen. Und ich verstand, dass Leute das vielleicht einfach so zum Spass sagen oder für ihn hat das keine grosse Bedeutung. Aber für mich ist einfach so, Bro, kann mich das nicht einfach mal einmal in Ruhe lassen? Ich will nicht mit einem fucking grown-ass-man in meiner Reitstunde darüber reden, wer ich eigentlich auf Social Media bin. Und die andere, die mich verpetzt hat, quasi, oder, ist auch noch in der Halle gewesen, gleichzeitig und hat so gelacht und so. Und ich habe mich wirklich ausgelacht gefühlt. Ich habe gedacht, Bro, fickt euch alle. Ich hoffe, euch tut nie jemand verpfeifen und ich hoffe, du fändest es auch nicht geil, wenn das bei deinen Kindern gemacht werden würde. Weil das ist auch so ein Bloßstellen. Ich bin auch hure sensibel, also das wisst ihr ja, aber trotzdem. Und dann habe ich gedacht, okay, er belässt jetzt bei dem, weil ich finde es halt auch mega schlimm, dass der meine Videos schaut, weil ich reite ja auch in meinen Videos und ich glaube, ihr könntet relaten, die reiten, so, Bro, du willst doch nicht, weißt du, wie unangenehm, du hast das Gefühl, du machst alles falsch im Reitsport und dann schaut er so meine Videos, die ich ja obviously irgendwie zusammengeschnitten habe und in dem Fall irgendwie zufrieden damit sein muss, zum Posten und er denkt sich wahrscheinlich, oh mein Gott, wie reitet sie da drauf? Und auf jeden Fall hat er dann am Schluss von der Reitstunde so, ja, jetzt muss ich trotzdem noch mal fragen. Und ich so, Bro, dann habe ich gesagt, nein, ich beantworte keine Fragen. Aber ich sage nicht so, nein, aber ich bin dann halt immer so voll am Lachen und so bei denen. Ich bin eigentlich schon goofy as fuck bei denen. Aber halt trotzdem anständiger. Und ich so, haha, nein, ich sage nichts mehr. Und nachher, doch, ich wollte mal fragen, welches ist denn das Original?
Und ich so, ja, also was meinst du jetzt? Ich habe genau gewusst, was er fragen will. Ich einfach von seinem Maul hören, wie er mich bloßstellen will, Loki. Und nachher, ja, bist du und die von Social Media dieselbe Person? Oder so etwas, keine Ahnung, wie er es gefragt hat. Und dann habe ich so verdammt ausgeholt und bin so gewesen, ja, ich meine, du hast ja nur 1 Minute Zeit. Wie würdest du machen, wenn du nur 1 Minute ein Video machen könntest? Meinst du, du wärst genauso wie jetzt da? Ja. Und ich so, ja gut. Und ich dachte, ja, darum wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Bei der so, Bro, niemand schaut das Video, wo ich einfach hocke und nichts sage. Das ist mein Leben. 90% der Zeit hocke ich einfach und sage kein Wort, weil ich hasse es zu reden und mit Leuten zu sein. So. Und dann, auf jeden Fall, ist er dann irgendwie so drauf, hat er mir dann irgendwie weismachen wollen, dass ich in echt sympathischer bin und auch das schade finde, dass ich so aufgespielt bin in meinen Videos oder was auch immer. Und ich habe mich so angegriffen gefühlt und die anderen immer noch so am Lachen, so und ich auch so, Bro, fickt euch, das ist genau der Inbegriff davon, wieso sie immer sagt, der Reitsport ist irgendwie scheiße. Und jetzt habe ich einfach wegen immer mehr so Sachen, kriege ich immer mehr so eine Blockade, dass ich gar nicht mehr veröffentlichen will, weil ich halt, weißt, es stresst mich und ich kann nicht gut damit umgehen und dann fühlt es sich ja mega kontraintuitiv, entgegen meiner Intuition, noch mehr Videos und noch mehr Content in die Öffentlichkeit stellen, wo dann noch mehr dazu führt, dass alle Leute mich kennen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß nicht, ich bin so offended im Fall. Und jetzt bin ich wirklich so, soll ich nochmal in eine Reitstunde von ihm gehen? Weil es bringt mir mega etwas und er macht es mega gut. Aber gleichzeitig fühle ich mich so judged und ich will nicht, also weißt, ich will einfach einen Ort haben, wo ich nicht die sein muss, die Fame ist oder was auch immer. Und ich bin so hässlich auf die andere Sau, dass sie das einfach, also sorry, ich meine übrigens die Beleidigung überhaupt nicht ernst, sie ist überhaupt keine Sau. Und weißt so, aber ihr wisst, ihr redet einfach so. Lasst mich doch in Ruhe. Und es wissen anscheinend auch einfach alle, die dort reiten. So, Bro, ich habe noch nie mit euch geredet, lasst mich in Ruhe. Und die reden so drüber und so, haha, ja, dort hat es gut ausgesehen auf dem Video. Könnt ihr nicht einfach alle so tun, als würdet ihr das nicht wissen? Alter, okay, das war jetzt mein Rant gewesen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie fucking awkward, mein Reitlehrer, der sagt, du bist fake, basically. Auf jeden Fall habe ich ihm dann gesagt, ja, das würde niemand schauen. Und so. Und er so, doch, ich finde das sehr sympathisch, wie du jetzt bist. Ja, danke. Ich probiere echt auch anständig zu sein. Ich weiss nicht, wieso Leute das nicht checken, dass man doch obviously in einem Video sich mehr Mühe gibt oder so seine 5 Minuten hat, wo man irgendwie energisch ist und nachher chillst wieder. Ja, also falls ihr irgendwie denkt, ich bin 24/7 hure gehypt und aufgetragen, da ist mein Reality-Check. Ich bin genauso wie ihr alle auch. Einfach kann ich es gut in einem Video verpacken, dass es irgendwie unterhaltsam wird, wenn ich das mal von mir selber so behaupten darf. Okay, das war ein mega langes Intro, aber ich habe mich auch hure lang nicht gemeldet. Ich glaube, das ist angebracht, oder? Ja. Auf jeden Fall, eben, weil ich keinen Bock mehr habe auf das Kurzförmige, so kurze Videos und so, weil es mich voll zerstört, bin ich wieder voll auf dem YouTube- und Serien- und Bücherlesen-Trip. Und ich würde es euch allen auch empfehlen, ohne Scheiß. Es fühlt sich so gut an, weil auf YouTube tust du selber aussuchen, was du schaust. Ausser du tust halt immer nur das anschauen, was dir gerade als nächstes vorgeschlagen wird. Aber du hast so viel mehr Kontrolle und du achtest dich so darauf, was du da reinziehst. Und auf TikTok kannst du nicht mal kannst du nicht mal entscheiden, was du anschaust. Und wir checken es alle nicht, weil es ist so automatisiert, aber ja, das wollte ich euch einfach noch ans Herz legen. Auf jeden Fall geht es heute ums Thema die Wichtigkeit vom Fresse heben. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Skill, den keiner von uns so richtig beherrscht. Und die es beherrschen, werden irgendwie als Opfer angeschaut, aber dabei sind das absolut die grössten Gs der Welt. So, die checken, dass ihre Meinung nicht überall gefragt ist, dass es auch vielleicht besser ist, wenn nicht jeder weiß, was gerade bei dir läuft. Und darum rede ich heute darüber, wieso dass es wichtig ist zu wissen, wenn man die Fresse hebt und dass man sie meistens auch einfach mal heben sollte. Disclaimer, ich kann meine Fresse überhaupt nicht reden. Und darum bin ich auch irgendwie, finde ich, qualifiziert, um über das zu reden, weil ich eben genau weiss, was der Struggle ist, wenn man die Fresse nicht heben kann. Zum Beispiel in der Schulzeit bei mir. Ich habe immer Streit mit den Lehrpersonen. Immer. Weil ich mich immer auch für alle einsetzen musste. Für die Motherfuckers, die mich gehasst haben, bin ich nachher gleich die, die gesagt hat, «Sie, aber Herr Weber, das ist aber ein bisschen unfair, wie Sie jetzt mit der Manuela geredet haben.» Und nachher könnt ihr raten, wer mir sogar nachsitzen? Ich und nicht die Manuela. Und haben das Gefühl, die Manuela hätte mir jemals gesagt, «Oh, danke Emma, dass du für mich gestanden bist.» Es hat dann einfach gesagt, «Ja Emma, wieso hast du eigentlich immer so eine grosse Fresse?» Und im Nachhinein denke ich wirklich so, «Okay, ja Emma, wieso hast du eigentlich so eine grosse Fresse? Was ist los mit dir?» Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, von wo das kommt. Ich habe einfach ein extremes Bedürfnis,
immer zu schauen, dass alles recht ist. Oder es könnte halt auch legit gefährlich werden in gewissen Situationen, was man glaube auch oft vergisst, wenn man so mega frech ist oder so vorlaut oder so. Zum Beispiel jetzt, wenn irgendein Cracky zu mir kommen würde auf der Straße, dann wäre ich fucking schnell so jemand, der sagt, Bro, spinnst du eigentlich bei dir? Willst du noch ein Bier reinpfeffern oder was ist dein Problem? Lass mich mal in Ruhe. Und zack, hat ich wahrscheinlich eine Faust in der Schnorre. Also zum Glück ist mir noch nie etwas passiert, aber es passiert sicher häufiger etwas bei diesen Leuten, die einfach die Fresse nicht haben. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist wichtig, so ein Gespür zu entwickeln dafür, wenn es angemessen ist und wenn es einfach nichts bringt. Und das Gespür habe ich einfach nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, weil ich früher, ganz früher, als ich klein war, meine Fresse einfach immer zugehört habe und nie etwas gesagt habe und mich nicht gewehrt habe und meine beste Kollegin hat für mich müssen sagen, wenn ich aufs WC wollte und weisst, so, ich konnte nichts allein können und dann ist irgendwann einfach der Punkt gekommen, wo ich explodiert bin und dann einfach nichts mehr drinnen behalten und das ist genauso scheiße. Und eine Situation, wo es auch mega blöd ist, wenn man immer die Fresse offen hat, ist, wenn man vielleicht gar noch nicht genug darüber weiss und einfach. Kennt ihr das? So, ihr wisst genau, Bro, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie regt mich die Person und die Diskussion so auf, jetzt muss ich mich einfach einmischen. Und am Schluss schämst du dich, weil du gemerkt hast, oder weil die Zeit irgendwie beweisen haben können, dass du keine Ahnung hast. Das passiert mir actually äußerst selten, aber ich beobachte das oft in Situationen, dass die Leute, du merkst so, sie haben sich jetzt reingemischt, haben irgendeinen Scheiß gesagt und 2 Sekunden später siehst du ihnen so ins Gesicht geschrieben, so, oh mein Gott, ich blamiere mich gerade so. Es wäre so viel einfacher gewesen, hat man einfach 2 Minuten länger überlegt, was läuft da gerade? Habe ich etwas mitzuteilen? Oh nein, da bin ich nicht so informiert. Gut, habe ich die Fresse. Zack, du läufst aus dieser Situation raus wie ein verdammter G. Und alle anderen haben sich blamiert, aber du nicht. Also, es ist auch nicht so wichtig, ob man sich jetzt blamiert oder nicht. Aber es gibt einfach so kleine Situationen, wo es einfach geil ist. Und was für mich die grösste Rolle spielt, ist das Fresse haben, wenn dir etwas näher steht. Wenn dir etwas wichtig ist, wenn etwas noch nicht sicher ist, wo du dir aber wünschst, hör auf, schon allen erzählen, oh ja, im Fall, vielleicht habe ich den und den Job. Oh ja, im Fall, jetzt habe ich eine mega coole Möglichkeit, um das und das zu machen. Oh, vielleicht gehe ich im Fall mega cool auf irgendeine Reise. Es geht immer nach hinten los. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht. Oder irgendwie, jetzt habe ich einen Crush und ja, wahrscheinlich kommen wir zusammen. Zack, irgendeine Kollegin, die das mitbekommen hat, steht jetzt auf ihn und will ihn dir wegnehmen. So komische Sachen, wo du halt, ich glaube, eben so, ich finde es schade, dass es überhaupt so ist, dass man muss die Fresse haben, weil es ist ja schön, coole Sachen mit deinen Leuten teilen, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach so ein Schweizer Problem, dass in unserer Gesellschaft so ein bisschen einfach so das Nichtsgönnen herrscht und Leute es immer mega persönlich nehmen, wenn bei dir etwas gut läuft. Das ist nicht, oh, mega cool für die Elena, sondern es ist, alte Elena, wieso hast du das und ich nicht? Du hast das nicht verdient. Und das ist, ich glaube auch nicht, dass die Leute das mega bewusst machen, aber die fühlen eben so das Angegriffen fühlen und so. Aber es geht auch gar nicht um das. So, man muss einfach sich selber schützen, indem man eben die Fresse hebt. Und dann kann das gar nicht erst passieren. Und ich denke mir so oft, wenn ich wieder etwas zu viel erzählt habe, oder so Oversharing-mäßig, so, Bro, ich treffe jemanden zum 3. Mal und erzähle schon so, ja, mein Freund macht übrigens das und er ist so und mein Vater hat das und das gemacht und meine Mutter ist eben dort. Weißt du, so, Digga, am liebsten wüsste ich, dass niemand etwas über mich weiss, weil am Schluss wird das irgendwie wieder gegen mich verwendet oder die Leute haben irgendwie das Gefühl, sie haben irgendein Mitspracherecht oder können sich so einmischen, weil ich mich geöffnet habe, zu früh. Und dann fühlen die Leute sich irgendwie mega schnell so entitled, um eine Meinung zu haben. Dabei habe ich dir einfach etwas erzählt. So. Das heisst nicht, dass du mitentscheiden oder das gut oder schlecht finden. Aber irgendwie ja eben schon. Und eben denke ich mir dann jedes Mal, Alter, hätte ich doch einfach nichts erzählt. Und dann fühle ich mich wieder schlecht mit mir selber und ich hätte das so einfach lösen, indem ich einfach von Anfang an die Fresse gehabt hätte. Und darum würde ich zum ganzen Fresse-Heben-Ding einfach sagen, erzählt gute Sachen oder eben wichtige Sachen oder Sachen, die ihr euch wünscht, vielleicht auch eure Pläne. Erstens nur euren Allerengsten. Und so leid es mir tut, zum Teil gehört einfach nicht mal dein Freund dazu. Weil, habt ihr das schon mal gehabt, ihr seid mit jemandem zusammen gewesen und ihr habt dieser Person alles erzählt, nachher geht ihr auseinander und der Wichser erzählt alles allen weiter. So jemand
es sollte erstmal überhaupt nicht mal dein Freund sein, weil ich finde, wenn man zusammen war und eine Beziehung hat, sollte man am Schluss von dieser Beziehung, auch wenn man nicht mehr zusammen ist, immer noch den Grundrespekt voreinander haben, dass man einfach so das sein lässt und weißt du, so, wieso hast du es nötig, Sachen wieder zu erzählen? Und das sagt aber einfach im Nachhinein so viel über die Beziehung aus. So, Bro, du hast nie Respekt vor mir gehabt. Shut the fuck up. Du hast mich nicht ansatzweise gern gehabt, wenn du nach 2 Monaten kannst rumlaufen und erzählen, ja, die Emma hat im Fall das und das mit ihrer Familie gehabt. Und weißt du, so, what the fuck. Also, überlegt euch gut, ob euer Freund, eure Freundin, eure engste Kollegin überhaupt dazugehört zu Menschen, wo man alles erzählen kann. Und es ist mega traurig zu realisieren, so, oh mein Gott, ich glaube, meine beste Kollegin oder die ich als beste Kollegin sehe, der kann ich eigentlich so Zeug gar nicht anvertrauen. Und ich finde es wenigstens wichtig, dass man das mal checkt. Weil es ist auch voll fair. Man hat Kollegen und Kolleginnen, die nicht so eng sind und wo man nicht alles erzählen muss und die sind trotzdem cool, um etwas zusammen zu machen oder vielleicht spezifisch, zum Beispiel jetzt nur beim Hobby oder nur in der Schule. Aber man muss einfach lernen, das unterscheiden, weil sonst wirst du immer wieder verarscht und du gehst immer wieder auf die Fresse und du denkst dir jedes Mal wieder, oh mein Gott, wie habe ich das nicht gecheckt? Und eigentlich ist es mega einfach zum checken, also nein, es ist nicht mega einfach zum checken, aber so, es gibt ja so gewisse Red Flags und ich glaube, das Bauchgefühl hilft da eigentlich am meisten. Ich glaube, meistens, während man etwas erzählt, spürt man so ein bisschen, fuck, wieso habe ich das erzählt? Oder du denkst, mega cool, haben wir jetzt über das reden können. Und auf das Bauchgefühl, finde ich, sollte man sich einfach öfters stützen können. Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein Schweizer Ding, dass man immer so voll rational vorgeht und so Kopfdenken und nein, mein Bauchgefühl ist scheißegal, weisst du, dem kannst du nicht vertrauen. Doch, eben oft sagt das Bauchgefühl viel über eine Situation aus. Und es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen dem Bauchgefühl und einfach Nervosität oder irgendwie so Anxiety-mäßig. Und das ist eher schwierig, das zu unterscheiden. So, bin ich jetzt einfach unnötig gestresst und nervös, weil ich einfach allgemein niemandem vertraue, oder ist es berechtigt? Aber ich glaube, wenn man so richtig in sich hineinlässt und es dann noch verbindet mit den obvious Sachen, zum Beispiel jemand sagt nicht, mega cool, sondern sagt, spannend. Dann merkst du schon so, okay, die Person gönnt es mir vielleicht nicht ganz so fest. Weil es geht nie bei der Reaktion, es geht nicht darum, dass die Person das selber machen würde oder so. Weißt, du musst das auch jemandem erzählen können, wo zum Beispiel, du freust dich zum ins Ausland gehen und die Person wird nie im Leben irgendwo weiter weg als Deutschland gehen. Wenn das eine gute Kollegin von dir ist, sollte sie trotzdem, auch wenn es für sie nicht ist, können sagen, oh mein Gott, das sehe ich voll, das passt hure zu dir, freut mich mega. Weil es sollte, weißt, oft macht man doch so die Ausrede, so, ja, weißt, sie versteht es vielleicht nicht, weil sie selber ist ja überhaupt nicht so alt. Nein, shut the fuck up. Es gibt so viele Leute, die eben genau trotzdem Verständnis haben und die kennen und weil sie die kennen, dir Sachen gönnen. Weißt du, was ich meine? Und auch so die obvious Sachen so verknüpfen mit dem Bauchgefühl. Oder wenn jemand irgendwie jedes Mal, wenn du etwas Gutes erzählst, so, wow, jetzt habe ich einen Sechser gehabt in der Abschlussarbeit und ich habe mega gefreut, weil ich so viel dafür gemacht habe. Und die Person fängt gerade an, ja, weißt du, also ich habe eben auch einen Sechser gehabt in meinem Englisch-Test und dann habe ich noch einen Sechser gehabt in Mathe. Du weißt genau, die Person misst sich an dir oder mit dir und vergleicht sich mit dir, wo in einem Grundort, wo eigentlich gar nicht mit Vergleich oder Messen zu tun hat, sondern es sollte nur sein, Good News, du sagst mir, wow, mega cool, und wir können zum nächsten Thema gehen. Und wenn jemand nicht einmal sich die 5 Sekunden näher kann, um einfach zu sagen, Chapeau, hure gut gemacht, weißt, dann sind das einfach scheiß Kollegen und scheiß Leute und dann erzählst du ihnen einfach nichts mehr. Und es ist voll fair, dass man 1-2 Mal einer Person etwas erzählt und sich noch nicht sicher ist. Und das gehört auch dazu. Es ist ja ein Lernprozess und du musst ja die Person auch erst mal kennenlernen und so, aber ich würde halt zum Beispiel vielleicht mit ein bisschen sanfteren Sachen anfangen, wenn du dir noch nicht sicher bist. Irgendwie so, eben, zum Beispiel, ja, jetzt habe ich gedacht, vielleicht wäre es noch cool, die und die Ausbildung zu machen. Das ist ja nichts, das dich zerstört, oder? Und wenn du dann merkst, ja, die Person kann nicht mal bei dem eine geile Reaktion zeigen, dann erzählst du ganz bestimmt nicht, dass dein Lohn nächsten Monat 10'000 Stutz sein wird. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe das Gefühl, wir tun viel zu wenig uns auf das fokussieren und es ist uns so egal und es werden so keine Gedanken an das verloren irgendwie, sondern man tut sich dann viel mehr, nachdem es schon passiert ist, so verkopfen und overthinken und fuck, jetzt weiss sie das und so. Es ist so viel einfacher, das Problem zu lösen, indem du einfach überlegst, wem erzähle ich was und ab welchem Punkt erzähle ich einfach nichts mehr. Und
Was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe, ist, dass ich eine Kollegin, oder schon öfters, nicht nur eine, sondern einfach mehr, so Kolleginnen von mir anspreche und frage, hey, wie ist es eigentlich bei dir? So, kannst du die Sachen wirklich für dich behalten und du sagst, also versprichst du mir das quasi und stehst auch so dafür ein und gibst dir Mühe? Oder du sagst von dir selber, ey, irgendwie kann ich einfach die Fresse nicht haben. Und das mache ich logischerweise nur bei Kolleginnen, die ich schon lange kenne, wo ich weiss, so, die fühlen sich nicht mega offended von dem, weil ich frage halt wirklich so ernsthaft. Ich sage dann auch, schau, wenn du mir sagst, ich kann es nicht für mich behalten, dann ist das für mich voll kein Ding. Dann bin ich nicht hässig auf dich. Dann will ich einfach wissen, was ich dir alles erzählen kann, ohne dass ich Angst haben muss, und dann passe ich mich an dich an. Oder zum Beispiel, wenn gerade eine Kollegin von mir es mit jemandem gut hat, den ich persönlich einfach nicht gerne habe, dann bin ich auch so, also, muss ich davon ausgehen, dass die Person das herausfinden wird, was ich dir erzähle, oder nicht? Und wenn nicht, fair, gut. Aber wenn ich dann herausfinden würde, dass die Person das trotzdem gemacht hat, dann ist einfach fertig. So. Dann sind wir nicht mehr befreundet. Pech, ich habe dir deine Chance gegeben, ich habe dich extra gefragt. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man sich traut, irgendwie auch über das zu reden. Weil solange man nicht darüber redet und solange man keine Grenzen setzt, zum Beispiel, eben, ich sage auch explizit, schau, ich weiss, du bist mit dieser Person befreundet, ich fühle mich aber mega unwohl, weil die Person schon oft unnötiges Zeug über mich herausfinden, so quasi so investigiert über mein Leben, Scheiß über mich redet, obwohl ich nichts mit dieser Person zu tun habe. Und ich will nicht, dass du mit dieser Person über mein Leben redest, egal was. Ich will nicht, dass du erzählst, dass ich Poulet zum Mittag gefressen habe. Ich will nicht, dass du erzählst, dass ich jetzt gerade dort und dort bin. Ich will einfach, dass die Person nichts über mich weiss, weil ich fühle mich unwohl dabei. Dann habe ich meine Grenzen gesetzt und dann weiss es die Person. Aber viele Leute gehen halt auch davon aus, dass es die Leute nicht juckt. Also vielleicht bist du auch so jemand, die juckt es hart nicht, was die Leute über dich erzählen und wer was weiss. Aber I don't recommend, weil je mehr Leute wissen, was bei dir läuft, desto mehr Leute machen Auge und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand dir reinpfuscht, weil sie es dir nicht gönnen. Leider. Und ich gehöre mega zu diesen Leuten, die voll so sind, hä, nein, wieso würde jemand das machen? Bro, das ist ja mega hobbylos, als ob das irgendwie außerhalb von dem Film passiert. Safe nicht, so ist doch scheißegal, wer was weiss, ich bin ja ehrlich. Aber es gibt ganz viele so Leute. Es gibt ganz viele so Leute, vor allem wenn du an einem guten Punkt bist, wo Leute eifersüchtig drauf werden oder an einem Punkt, wo sehr eigenartig ist oder vielleicht eben so nicht normal für dein Alter oder für wer du, also weißt du, so zum Beispiel, weiß nicht nur alterbezogen, sondern auch vielleicht so, wo du einfach allgemein im Leben stehst und plötzlich machst du etwas Neues oder so und die Leute sind so, oh mein Gott, jetzt macht sie einfach etwas anderes als den Bürojob nach 30 Jahren. Und dabei wünschen sie sich innerlich so, oh mein Gott, ich wünschte, ich könnte auch aus dem ausbrechen. Wisst ihr, was ich meine? So ganz kleine Sachen. Oder bei mir ist es ja mega, bei mir ist es halt übertrieben. Oder also so wie meine Situationen haben wahrscheinlich wenig Leute. Wegen dem ganzen Social-Media-Ding und so ist halt von Anfang an ist mega so das Drama um das herum gewesen. Und oh mein Gott, was macht sie? Und was meinst du, wie viel Geld bekommt sie? Und dann, wenn ich mal jemandem erzählt habe, wie viel Geld sie verdienen, dann kannst du glauben, dass sie der nächsten Person das Dreifache davon erzählt haben und alle nachher so, oh mein Gott, das ist mega ungerechtfertigt. Was? So, es ist auch immer ein Thema. Oder auch früher bei mir mit Noten. Ein riesen Ding. Ein riesen fucking Ding. Nach jedem Test sind sie zu mir gesäckelt. Obwohl ich gar nicht darüber reden, weil ich genau gewusst habe, alle sind nachher wieder hässlich auf mich. Was hast du gehabt? Und nachher sage ich, ja, 5,5. Hey, ich habe gemeint, du hast nicht gelernt. Bro, hör auf, dich mit mir zu vergleichen. Ich habe nicht gelernt. Lass mich fucking in Ruhe. Es sagt nichts über dich aus. Es sagt nicht, dass du scheiße bist, nur weil ich einen 5,5 schreiben kann, ohne lernen. Dafür habe ich in Mathe mit Lernen einen Dreier. Schau auf dich selber. Und das ist eben das Problem. Die Leute können nicht auf sich selber schauen, weil es ist so viel schwieriger, sich mit seinen eigenen Sachen zu befassen. Und es ist so einfach, einfach bei allen anderen schauen und suchen und vergleichen. Und was macht denn die? Ja, Bro, was machst du? Du machst ja gar nichts mit deinem Leben. Es ist ja hure geil, dass der Georg etwas Neues macht. Und vielleicht geht er auf die Fresse. Und dann solltest du für ihn da sein und nicht schlecht über ihn reden. Nur weil jemand etwas anderes macht. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so ein Schweizer Ding. So, alle müssen einfach das Gleiche machen und wenn du nicht das machst, was die anderen machen, dann bist du ein verdammtes Opfer und der wird es eh nicht schaffen. Was hat denn der das Gefühl? Wir sind da noch nicht in Amerika. He? Und dann sind aber gleich alle so, wenn es dann funktioniert und wenn du es schaffst, bei mir jetzt zum Beispiel, ja, mega cool. Ich finde es wirklich mega toll, was sie macht, weisst. Oder, das könnte ich auch. Das ist, weisst, die macht das ja gar nicht schwierig und so. Ja, mach. Zeig mir, was du kannst, schöne Frau.
einfach das ganze fucking Nichts-Gönnen-Thema. Hört auf, euch so investen ins Leben von anderen. Also es geht ja halt auch so ein bisschen in das Thema Gossip rein und so. Aber ich war ja auch extrem so früher, dass es mich halt einfach wirklich so aufrichtig interessiert hat, so was läuft bei anderen Leuten. Und dann habe ich es aber unterbewusst zu mir selber so related. Oh, aber wenn sie jetzt schon so gut ist, dann heisst es, dass ich scheiße bin und so weiter und so fort. Und mittlerweile kann ich es mega gut irgendwie trennen. Es interessiert mich immer noch, was bei Leuten läuft. Ich frage immer noch meine Kolleginnen, die zum Beispiel noch mit Leuten von unserer alten Klasse befreundet sind, so, und wie läuft es bei ihr? Ist sie eigentlich immer noch im Ausland? Hat sie es gut? So! Und mehr will ich nicht wissen. Oder wenn dann mal etwas Schlechtes kommt, bin ich so, oh mein Gott, okay, tut mir leid oder so, fuck, weißt du. Und dann denke ich aber auch nicht so, oh mein Gott, das Opfer, haha, mir geht es viel besser. Hat sie halt nicht sollen ins Ausland gehen, so wie ich, weißt, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. So, nein, Bro, das, was bei den anderen läuft, sagt nichts über dich aus. Und nur weil es bei jemandem schlechter läuft, heisst das nicht automatisch, dass es bei dir gut läuft. Wenn es bei dir scheiße läuft, dann läuft es bei dir genau gleich scheiße, egal ob der andere noch schlechter ist oder nicht. Und du solltest aufhören, dich mit allen anderen vergleichen. So à la wie die Eltern früher, so, ja, es juckt mich nicht, was sie für eine Note hatte. Du hast trotzdem einen Dreier gehabt. Ist mir egal, ob die Belinda einen halber gehabt hat. Und nachher, wenn aber der Manuel einen Sechser gehabt hat, oh, wieso hat denn aber der Manuel einen Sechser und du hast nur einen 5,75? So, ich weiss, uns wird das mega so beigebracht und es ist verdammt schwierig, von dem rauszukommen und es ist einfach unsere ganze Gesellschaft, aber ich glaube, es hilft einfach, wenn man sich mal bewusst Gedanken darüber macht, weil ich habe mir nie Gedanken über das gemacht, weil es ja so normal ist. Alle reden darüber, was läuft, was macht der, was ist dort. Anstatt einfach mal fucking die Fresse haben und einfach nur über sich selber nachdenken. Weißt du, wie weit würdest du kommen im Leben, wenn du die Zeit investieren würdest in dich selber und deinen Plan und was du gerne machen würdest, anstatt darüber nachdenken, was eigentlich Nadja nach ihrem Auslandsjahr machen wird, weil das ist ja schon ein bisschen kritisch, weißt du? Also, kennt ihr die Situationen? So, gehört ihr jemand raus? Ich hoffe, ihr gehört nicht euch selber raus dabei, aber wenn schon, ist auch okay. So, man kann immer noch etwas daran ändern und eben, ich war auch recht so gewesen früher. Und ich glaube, es hat sich wirklich bei mir erst verändert, als ich auch echt keine Zeit mehr hatte, um so über das Leben von anderen nachzudenken. Und darum glaube ich auch, es stimmt for real, so das Typische, wo man sagt, so, ja Bro, die hat einfach zu viel Zeit, die hat kein Hobby, die redet jetzt einfach aus dem Nichts so über die, es hat überhaupt keine Bedeutung. Und ich habe das nie können verstehen und ich habe das auch nie angenommen, wenn mir jemand das zu mir quasi trösten oder so gesagt hat, so, schau, die redet einfach so schlecht über dich, das hat nichts zu bedeuten, du bist mega cool. Ich habe das immer mega persönlich genommen, aber mittlerweile habe ich halt so viele coole Leute in meinem Leben, die auch etwas erreicht haben. Und ich meine nicht so, einfach alles Influencer und die haben das Leben gefickt. Nein, überhaupt nicht. Aber auch sonst Menschen, die voll das machen, was sie schon immer haben wollen machen oder mega viel lernen für ihr Traumstudium oder so. Oder auch einfach verdammt gut im Hobby sind. Weißt du, ich rede jetzt wirklich nicht nur von irgendwie akademischem Erfolg oder eben so finanziellen Erfolg. Es können auch ganz kleine Sachen sein. Leute, die einfach irgendwie langsam glücklich sind, zum Beispiel, das finde ich auch ein mega Erfolg. So Menschen, wo du merkst, so, die sind voll am Ort, wo sie haben wollen sein und sie gehören dort an, wo sie sind. Und weil ich mit so vielen Leuten zu tun habe, die irgendwie so sind, merke ich auch, wie nett die sind und wie fest die mir Sachen gönnen, während andere Leute, von denen ich es mir eigentlich gewünscht hat und wo ich es eigentlich erwartet hat, mir null irgendetwas gönnen. Wirklich, die gönnen mir nicht einmal, dass ich am Morgen aufstand und nicht in die Hose geschissen habe. Die wünschen sich, dass ich jeden Morgen aufstand und in die Hose geschissen habe. Ich schwöre es euch genau. Also wirklich, no joke, es gibt einfach so Menschen. Und das Schlimme ist halt einfach, dass man sich daran gewöhnen muss, dass genau diese Leute auch immer zuschauen. Die Leute werden noch in 5 Jahren sich darüber erkundigen, was bei dir läuft. Und werden immer bei allen nachfragen, ja, was ist eigentlich mit der Emma? Was macht sie jetzt eigentlich? Und es stresst mich persönlich so zu wissen. Weil eine Sache ist es, dass du es mir nicht gönnst. Die andere Sache ist es, dass ich mich fühlen muss, als würde ich nicht in Ruhe gelassen werden von dir. Es ist nicht genug, dass du mich torturierst mit deinem Wesen, sondern ich muss auch noch im Hinterkopf behalten, dass du mir gerade zuschaust. Und auf das bin ich gekommen, weil, wisst ihr, die fucking Kollegin, die ich immer darüber rede, und ich habe doch in der letzten Folge so eine Ansage gemacht, so, Bro, wenn du das hörst, fucking entschuldig dich mal mit mir für dein scheiß Verhalten. Ich habe dann im Nachhinein herausgefunden von jemandem, der immer noch Kontakt zu dieser Person hat, dass sie halt legit den Podcast hört. Und das hat mich erstmal so
gestresst und ich habe auch auf Insta auf dem Losemal-Account, folge dem Losemal-Account übrigens, über das gerantet, bin so gewesen, Leute, Alter, ich will am liebsten jede Folge löschen, weil es stresst mich so zu wissen, dass ich mich offenbar und ich mir Mühe gebe, einfach vom Herzen zu reden und dann lässt so eine scheiß Person zu. Und das ist so ein bisschen das Problem. So, das wäre so der nächste Step, dass man lernt, Fresse haben, dass man lernt, sich von Leuten abwenden, die nicht gönnen und dass man lernt, dass ganz viele Leute nicht gönnen, obwohl man das nicht denken würde. Und dann sollte noch der letzte Punkt kommen, dass es dich nicht juckt, was mit diesen Leuten ist, die dir nicht gönnen. Und dort bin ich einfach noch nicht, weil es mich so stört. Ich fühle mich so bedrückt jetzt. Auch jetzt während dem Aufnehmen habe ich schon sicher 3-mal gedacht, oh mein Gott, wenn die jetzt zulassen, gar keinen Bock. Und vor allem, weißt, wenn die meine Podcast-Folge hört, wie kann sie immer noch so ein Wichser sein? Hast du nicht etwas gelernt? Für was hörst du den Scheiß? Sie geht dann auch instant, ich habe ja so ein bisschen Geschichte erzählt darüber, was passiert ist mit der und so. Die ist dann instant zu allen ihren Kolleginnen gegangen und hat so müssen erzählen, so, oh mein Gott, das lügt Emma, oh mein Gott. Alter, shut the fuck up. Lern doch etwas daraus. Aber es gibt wirklich Leute, die bleiben seit sie 12 sind einfach genau gleich. Lustig ist, die Person hat sich auch immer daran aufgegeilt mit mir. So, oh mein Gott, haha, mega lustig, wir sind einfach seit wir 12 sind genau gleich. Und ich so, oh mein Gott, ja, haha. Red Flag, Leute. Wenn du nicht in einem Jahr von heute, macht das Sinn, heute in einem Jahr zurückdenkst an heute und denkst, oh mein Gott, was bin ich für ein Cringe-Lord, dann ist etwas schiefgelaufen, weil dann hast du dich nicht weiterentwickelt. Es ist gut, wenn du zurückschaust und denkst, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Oh mein Gott, wie habe ich geredet? Oh mein Gott, mit wem habe ich gechillt? Weil das heisst, dass du weitergekommen bist, im besten Fall. Vielleicht bist du auch fucking ganz falsch abgebogen und denkst komische Sachen, aber wenigstens hast du dich verändert. Es gibt wirklich Leute, die bleiben das ganze Leben gleich. Vielleicht ist das auch etwas, was mir auffällt, weil ich ländlicher wohne. Vielleicht fällt euch in der Stadt das nicht so auf, aber Alter, es ist echt krass. Und eben, denkt daran, es ist traurig, dass man nicht alles allen erzählen kann. Und ich bin auch so jemand, ich erzähle mega gerne allen gerade so, hey, vielleicht kann ich jetzt das und das machen und dann kann ich vielleicht dort und dort hinfliegen und es ist mega cool. Und dann passiert es nicht. Und ich weiß nicht, ob es etwas mit dem zu tun hat, aber bis jetzt hat es immer am besten funktioniert, wenn ich einfach die Fresse gehabt habe und gemacht habe. Und mich auf mich fokussiert habe. Und auch einfach so, Bro, wieso muss ich es allen erzählen? Was bringt es mir, wenn es die Leute wissen? Ja, es ist schön, Glück zu teilen und es kann dir aber auch so schnell weggenommen werden, weil wenn du das mit jemandem teilst und eigentlich happy bist und dann kommt nicht die Reaktion zurück, die du dir gewünscht hättest, dann ist es plötzlich scheiße. Weißt du, so, boah, jetzt habe ich mich mega gefreut, aber irgendwie hat die Person voll komisch reagiert und in dem Fall ist es ja vielleicht gar nicht so cool. Hättest du es einfach gar nicht erzählt, hättest du es einfach mit dir selber cool finden können oder mit einer Person, mit deinen Eltern oder so, Leute, die wirklich hinter dir stehen. Und es müssen auch nicht, Bro, Eltern stehen auch nicht immer hinter einem. So. Und du weißt am besten, was für dich gut ist. Und wenn du auf dich selber fokussiert bist, ist es doch eigentlich scheißegal, wer Teil davon ist und wem du es alles erzählen kannst. Wieso musst du es den Leuten unter die Nase reiben? Ich weiss, es ist nicht immer ein unter die Nase reiben, aber amigs verwünsche ich mich selber so dabei, dass ich so kurz davor bin, jemandem etwas zu erzählen. Und dann bin ich so, ja, aber wieso will ich das erzählen? Um mich kurz geil zu fühlen oder so. Und dann merke ich so, ja, Bro, eigentlich kann ich nur flexen. Und dann höre ich wieder auf, weißt du, so. Aber das ist für mich mega schwierig. Ich habe wirklich angefangen, so fast nichts zu erzählen, weil ich mich immer fühle, als würde ich jemandem etwas unter die Nase reiben. Was ja auch nicht gut ist. Du solltest können Sachen teilen mit Menschen und so. Aber der Fokus sollte einfach mainly auf dir selber liegen und auf deinen Plänen. Und am Schluss ist es scheißegal, wer von deinen Plänen weiss. Wenn du sicher bist, dass du das machen willst, dann mach's. Und nachdem du es gemacht hast, kannst du es den Leuten erzählen. Und dann sollen sie fucking klatschen. Und wenn nicht, dann sollen sie sich ficken. Sorry übrigens, wegen Fluchen. Ich würde nicht aufhören damit. Es tut mir so brutal leid, Leute. Aber es gehört einfach dazu. Und wenn ihr zu jung sind, um mir zuzuhören beim Fluchen, Leute, dann sind ihr wahrscheinlich auch zu jung für die Themen. Ich kriege ab und zu mal so Nachrichten. Also auf Spotify kann man ja so Feedback schreiben, oder? Macht das übrigens, ist mega cool für mich zum Durchlesen. Und dann kommt immer wieder so, diese Folge war mega cool, aber ich habe eine Bitte, kannst du bitte aufhören zu fluchen, sonst sagt meine Mama, ich darf es nicht schauen. Weißt du, so, Alter, bitte hört nicht zu, ihr seid so zu jung, ihr dürft nicht mehr zulassen, wenn ich da fucking, freaking am Fluchen bin. Es ist nicht so jugendfrei, aber ja, ich glaube, es ist heutzutage auch ein bisschen anders.
wie bei uns. Wir sind auch viel cooler und krasser gewesen als die Generation vor uns. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, das war alles gewesen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine mit dem Fresse haben. Und ich hoffe, ihr habt alle jetzt ein bisschen die Fresse. Und wenn du Nichtsgönnerin bist, hör auf, Nichtsgönnerin zu sein. Du bringst dich selber nicht weiter im Leben. Gescheiter solltest du die Leute, über die du lästerst, als Inspiration sehen und denken, oh mein Gott, mega cool, kann sie das einfach so machen. Sollte ich vielleicht auch mal. Hä? Folgt dem Losemal-Account auf Insta und falls ihr auf YouTube schaut, abonniert den Kanal. Leave a like. Falls du auf Spotify oder Apple Podcasts hörst. Leave a 5-Sterne-Bewertung oder leave a Glocke. Dann wirst du immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge draussen ist. Folge einem Account, weil dann siehst du immer, auch allgemein, einfach wenn eine neue Folge draussen ist, aber du kriegst halt keine Benachrichtigung. Du siehst es einfach dann. Und sonst schreiben wir sehr gerne immer noch, was ihr gerne für Gäste da hättet. Alle schreiben halt so Influencer-Namen, aber vergesst nicht, ihr könntet auch sagen, ein Pilot oder keine Ahnung, eine Chirurgin oder so. Ihr könnt euch spezifische, spannende Persönlichkeiten ausdenken und ich kann probieren, die Leute zu kontaktieren und ein spannendes Gespräch mit denen führen. Ich bin da so ein bisschen am Planen. Ich hätte sehr gerne so ein bisschen spannende Gäste und nicht immer nur Influencer, die mit mir über das Influencer-Sein lästern. Das ist auch lustig, aber halt nicht die ganze Zeit. Yes. Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Adios, amigos und amigas.